나, 대인데, 저디, 지주에, Heute 이마, ist der, 지주에다, der, 순수니만, 순bat 차리어래. der dritte Tag unseres 지주에다가, Frühlingsdrama-Vorträge. 라메치, 와다, 마부시브레. 이내야다, Und wir 중리시, haben gestern über die viele verschiedene 라메치, Merkmale von Guru gesprochen. 삼성야, 망차니. 야, 너도지, Und manchmal sind die vielleicht ein bisschen viel so in der Menge, 조정가, so dass man den wichtigen Punkt 나던데, darin nicht mehr zu sehen 그거는 meint. 니수비다, 그거지, 지기, 편도, 요금이다 봐. Und deswegen 저기 kann das auch 뉴스안에 dazu führen, dass wir uns etwas verwirrt 기타 탐지를 fühlen 너를 뒤니 und das nicht mehr so wirklich hilfreich 마주기 erscheint im 시에도 täglichen 됩니다. Leben. 다 Und 대양 aus diesem Grunde, 고르지도 우리 차참이나 wenn man sich daran hält, was 바람에 Gampopa zu 맹아시아 sagen hat, in dieser 제민의 Hinsicht ist 유비 alles zusammenfassend, 강화 jemand, der 선제기 die 토네냐 바람에 Tradition der 샤바바레 Kadampa-Kernunterweisung 지시불리야 und die Kernunterweisung 수 der Überlieferungslinie des Übens und der direkten 당고를 Erfahrung 호랑이냐 주번이야 von Milarepa in 주번세 Einheit 로마티술라야 in seinem Leben integrieren 주번에야 konnte und sein ganzes 저기 Leben lang sich eigentlich 저기 diese direkten 주기 Ausübungen 유비 des Sammelns 세제 von 시부터 Erfahrung geübt 차리어래 hat. So, 재산 공개 송대도 wenn 야지 man das 칸에 zusammen, 시에바 좀 해봐 라랭어기 man könnte sagen, 용화된 er 데비 ist sozusagen, 수 유비 인주산에다 알아줄 dass 펜도 첨부 예비 seine 이제 Worte, seine 인주산에 Hinweise nicht einfach 공기 nur bloße Worte sind, sondern die sind etwas, was aus direkter Erfahrung entsprungen ist und 간대지송 deshalb sehr 아주지 hilfreich zu sein 기하지 scheinen. 수에도 Wenn er also die Merkmale des 다대한 Guru 당고주시 송 zusammenfasst in einem 추실 seiner 유제비 hervorragenden 주야 디나로로 ähm, 간송하르사나 Vorträge, 다 da ist 라메기 einer seiner 시비 Vorträge, der heißt 너도 유니 마부지 die 시에요 edlen 아레스 되게 솔로베 Dharma-Taten. 너 뉴비 이나 Und er sagt, es gibt, obwohl die Eigenschaften eines Meisters in den Sutras und Tantras ausführlich erklärt werden, lassen sich auf drei 수도디 Kernmerkmale 달라야지 bündeln. 말이나 Was sind diese 아버지 drei? 유베가 마셔가지고 그래 Erstens, 니버디 sie 수이상으로 müssen 통지시키고 eine 그래 ungebrochene Überlieferung des 내내 Buddha-Wortes 뽑아디 halten. 그밖에 땐도 그래 그래 제제 Zweitens, 다 sie seien von edlem Charakter und großem 용화디 Mitgefühl. Und 시비에서 drittens, seien sie 라메기 frei 스님이 von niederem Denken 도도를 und 되나 deshalb 다 jemand, 이제 der Nährgrund sein kann für 숨기시다 die Wertschätzung der Schüler aufkeimen zu lassen. 야제 뒤숨 캠베기 소쇼가 나로래야 Wenn man also über aus seiner Sicht, Gampopas Sicht, hier spricht 야제 darüber, was die Merkmale sind 상하단 des Guru, dann sind es genau diese drei. 소소베 라메 스님이 Je Düsum Khyentse 제노소 sagt dazu in einem seiner Vorträge, 이내야 대다탐지 수베 너도 리지 obwohl die Eigenschaften eines Meisters in 도모도 ausnahmslos allen Schriften des geheimen Mantra oder des Prajnaparamita erwähnt sind, sagt Guru Dakpo Rinpoche oder Gampopa, ein Meister muss jemand sein, der das Klammern an diesem Leben durchtrennt, dann andere durch große Weisheit auf dem Pfade leiten kann und durch großes Mitgefühl die Schüler niemals aufgeben wird. So kann man das sagen, also wenn die, all diese verschiedenen Merkmale, die genannt sind, zusammenfasst aus der Sicht von Jetsun Kappa, dann von Düsum Khenpa, dann ist es sind es diese drei Eigenschaften. Und die Worte von Gampopa zum Beispiel sind und von Düsum Khenpa sind sehr kurz, aber ich glaube, sie sind von großem, tiefen praktischen Nutzen. Was sagt Jetsun Kappa dazu in seinem, der sehr geschickt war in aller Art von Schriftabhandlungen über Sutra und Tantra und so weiter. Und in all die verschiedenen Kommentare und Schriften zu Sutras und Tantras durchdrungen hat, dann ist in dieser Weise zusammengefasst. Er sagt, die Bedeutung zusammenzufassen, was die Merkmale von Schüler und Lehrer sind. Ein intelligenter Schüler sollte jemanden als Meister erwählen, der mit fünferlei Eigenschaften ausgestattet ist. Er muss in großem Mitgefühl sein, unerschütterlich in Vertrauen in den großartigen Weg des Mahayana, Kenntnis der Shastras oder Abhandlungen, sowohl im Allgemeinen wie auch in den besonderen Fahrzeuge aufweisen, außerordentlich geschickt in den stufenweisen Anleiten derjenigen, die zu führen sind, und von gezähmten Sinnen durch das Eindämmen böswilligen Tuns mit Körper, Rede und
Bewusstheit. Also er gibt also die wesentlichen Punkte, woran man sich orientieren müsste, um jemanden als Guru zu erwählen. Jamgon Kongtrul Lodaya, der weitesten, war der das weiteste Wissen im Land der Schneeland von Tibet aufwies, schreibt in seinem Schatz des Wissens. Es gab nichts in den verschiedenen vier Hauptlehrrichtungen von Sakya, Kaji, Nyingma und Gelug, er nicht durchdrungen und sich zu eigen gemacht hätte. Und was er zusammenbündeln dann in diesem Falle zu dem Thema Merkmal des Gurus schreibt, ist die Eigenschaften eines Meisters, wenn man alles bisher Gesagte zusammenfasst, lassen sich in folgendem vereinen. Er besitzt eine ununterbrochene und unverfälschte Überlieferung von dem, was reifen lässt und Befreiung bringt, angefangen von Vajradhara bis zur Gegenwart. Zweitens, er weilt gefestigt in Vorsätzen und Samayas Handlungsmut. Und drittens, er besitzt die mündlichen Kernunterweisungen oder Upadesha, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Und er versteht die Bedeutung des allgemeinen Buddha-Worts und der Shastra-Schriften und insbesondere auch der Tantras. Und er hat ein Herz voll des Mitgefühls zum Wohle anderer. In gleicher Weise, wenn wir also über Guru oder Lama sprechen, dann müssten wir wissen, dass es eben die verschiedenen Arten von Guru gibt, aber wir sprechen aber hier im besonderen Fall von jener Art von Guru, von dem wir selber Abhisheka empfangen haben. So, was sind also die Mindestmerkmale, wie jemals den wir solche Art als Guru oder Meister wählen könnten? Das heißt hier, aus der Sicht also von Mantrayana, gab zur Zeit von Je Tsongkhapa, der darüber spricht, hier viele großartige Gelehrte und Siddhas und was im Allgemeinen sozusagen die Vereinbarung war oder die Mindestmerkmale, woran ein Guru zu messen habe, ist. Da heißt es erstens, er muss die selber Abhisheka in vollem Umfang empfangen haben und zweitens und zusätzlich in Samaya und Vorsätzen stabil verweilen und sich am Vorbild der Überlieferungslehrer orientieren. Zweitens muss er die 10 Arten von Soheit kennen und sich geschickt darin sein, die Rituale des Abhisheka durchzuführen. Und drittens muss er komplett seine eigenen Annäherung oder durch eigenes Üben vervollständigt haben, um so die Erlaubnis des Idam-Gottheit zu empfangen zu haben. Das sind die 3 Merkmale, die Tsongkhapa hier zusammenfasst. Das sind die Hauptmerkmale, an denen wir uns sicher orientieren sollten, von denen wir Abhisheka zu empfangen wünschen. In kurz also, wenn da jemand wäre, der diese gesamten Eigenschaften eines Gurus, so wie sie gelehrt sind, in sich zu bündeln weiß, dann wäre das ein authentischer Guru. Und solche Merkmale sind sicher sehr schwer zu finden. Sie sind sicher so schwierig zu finden, wie selbst einem Buddha selbst zu begegnen. Wenn wir aber einen solchen authentischen Guru dann fänden und ihm gegenüberstehen, dann ist immer noch die Frage, und wir wären dann vielleicht gar nicht sicher, was wir von jenen denken und ob wir in der Lage wären, ihn als einen solchen wirklichen Guru zu sehen. So ist so die Frage, wie weit wir ihn als einen solchen wirklichen Guru sehen könnten. Und das mag vielleicht gerade heutzutage außerordentlich schwierig sein, einem solchen Lehrer zu begegnen und ihn als solchen zu sehen. Aus diesem Grunde
Jemanden zu finden, der alle diese Merkmale in sich vereint, ist außerordentlich schwierig. Der hundertprozentig solche Art wäre, so wie im Mantrayana beschrieben, sicher außerordentlich schwierig. So heißt es in Udana Vaga auch dazu, sich nach Niederem zu richten, bringt Verfall. Es Gleichrangigen nachzutun, ist Stagnation. Wer Besseren folgt, erlangt Vortrefflichkeit. So folge stets, wer höherwertig ist als du. Also der Punkt ist, dass wir uns stets an jemand von besserem Werte orientieren sollten, als Vorbild nehmen sollten, als dass wir selber sind. Denn mit sich an niederen oder gleichrangigen zu orientieren, bringt keinen großen Nutzen. So, jetzt haben wir uns hier ausführlich unterhalten darüber, welche Merkmale ein Guru haben sollte, dem wir uns anschließen sollen. Und ja, alle Qualitäten in sich vereint und keinerlei und frei von Fehler ist und so weiter. Aber das ist sicher außerordentlich schwierig zu finden. Jemanden zu finden, der frei von jeder Art von Fehler ist. Was wir also beachten sollten, wir sollten sehen, dass da, wo in jemand Fehler und Vorzüge sind, dass auf jeden Fall es ein Maß für uns gibt, zu beurteilen, ob die Fehler geringer sind in ihrem Ausmaße als die Vorzüge, die Qualitäten, die wir zu erlangen wünschen. Wenn Sie ein paar Fehler haben, ist sicher kein schwerwiegendes Problem, wenn vor allen Dingen sie eben von großartigen Qualitäten geprägt sind, die uns zum Vorbilde gereichen. Und so heißt es auch in dem ultimativen Annäherung, in diesem Text heißt darin, im Zeitalter des Streits haben Gurus vermischt Vorzüge und Fehler. Sie sind nicht in jeder Hinsicht von üblem Tun frei. Prüfe gründlich, ob sie mehr an Vorzug in sich tragen. Die Kindergleichen sollten jenen folgen. Also wir werden niemanden finden, der völlig ohne Fehl und Tadel ist. Und so in jedem ist es eine gemischte Lage von Qualitäten und Vorzügen und Nachteilen oder Fehlern. Und es geht darum, dass die Vorzüge die weit überwiegenden Teil einnehmen. Kurz gesagt, man sollte nicht einfach irgendjemand, der sich Lama nennt, nachfolgen. Jemand, der einfach nur eine Vase in der Hand hält oder sonst wie ein Guru aussieht oder sonst etwas. Sondern wir müssen prüfen, welche Qualitäten in ihm vereint sind, ob er unsere Wünsche zu erfüllen in der Lage wäre. Nicht nur in diesem, sondern auch in allen zukünftigen Lebenszeiten. Das wäre die Frage, die zu prüfen ist. Man sollte also eine nüchterne Haltung des Prüfens einnehmen, ob jemand diese Qualitäten auch tatsächlich in sich trägt. Und vielleicht haben wir manchmal eine kurzsichtige Perspektive, aber hier geht es darum, eine langfristige Perspektive zu haben, die frei davon ist, dass man bloßen wechselhaften Gefühlslagen nachfolgt oder das, was andere sagen oder anderen empfehlen oder irgendwelchen Befehlen, wo andere sagen, du musst dich unbedingt diesem Lehrer anschließen und so weiter. Oder einfach, dass wir dickköpfig oder stur wären. So gibt es vielleicht Leute, die darauf drängen, sagen, du musst unbedingt diesen Lehrer kennen, du solltest unbedingt von dem musst du unbedingt einen Abhisheka empfangen hier, das ist ganz oberwichtig. Danach sollten wir uns nicht in keiner Weise richten oder gedrängt fühlen. Also solange wir uns noch nicht auf jemanden eingelassen haben, müssen wir außerordentlich vorsichtig sein. Aber wenn wir jemanden als Lehrer angenommen haben, dann sollten wir unter allen Umständen stabil in unserem Vertrauen und unseren Herzensbanden oder Samaya sein, was auch geschehen mag. Selbst wenn wir zum Schluss kommen sollten, dass wir dann plötzlich zu dem Schluss kommen, jemand hat 100% nicht die Qualitäten, die wir uns erhofft haben, dann sollten wir
einfach eine Distanz wahren und selber neutral verweilen. Wenn wir anfangen, ihn zu kritisieren und so weiter, dann bringt es ein schwerwiegendes Übel und so sollten wir wohl sehr vorsichtig sein. Solange wir also noch nicht eine Beziehung eingegangen sind, uns noch nicht angeschlossen haben, seien wir außerordentlich vorsichtig von prüfender Haltung. Aber wenn wir uns zu einem solchen Beziehung entschlossen haben, dann gilt es darum, stabil in seiner Haltung zu sein. So, wenn wir also jemanden finden, der diese Merkmale in sich trägt, was ist der Nutzen davon, dass wir einem solchen Guru nachfolgen? So sagt es Gampopa in seiner Perlenkette, in einer Sammlung der Dharma-Vorträge. Was ist der Nutzen also davon? Und Gampopa spricht davon, er sagt, das bringt es auf den Hauptpunkt hier, wenn ein Meister mit allen erforderlichen Eigenschaften und ein Schüler als geeignetes Gefäß zusammenkommen könnten, erfüllen sich augenblicklich alle Vorzüge. In dem Moment, wo die zusammentreffen, ein authentischer Guru und ein geeigneter Schüler, ein aufnahmebereiter Schüler, dann werden sie spontan alle guten Eigenschaften, alle Qualitäten einstellen und gegenwärtig werden. Es ist also eine Verbindung, also von diesen beiden, authentischen Guru und ebenso gibt es Fragen und Antworten, die diesem Khyentse, also Fragen, die an Gopa gestellt hat. Und er spricht dazu, wenn ein Meister mit direkter Einsicht einem qualifizierten Schüler authentische Ermutigungen überträgt, geschieht es wie von selbst als Lauf der Dinge, dass alle Qualitäten wie in einem Augenblick zusammenkommen. Das Ermutigtsein aller Gurus der 3 Zeiten fließt mit ein. Das Ermutigtsein aller Klassen der Buddha-Worte ebenso. Und das Ermutigtsein aller Buddhas und Bodhisattvas fließt mit ein. Und auch versammeln sich dort Dakinis und Beschützer der Lehre allesamt. So kommt alles zusammen auf eine natürliche Weise, wie von selbst in diesem Zusammentreffen. Wenn wir hier über Ermutigtsein sprechen, dann in dem Zusammenhang, dann ist es wichtig, dafür empfänglich zu sein. Und er fährt dazu fort und sagt, im Allgemeinen entspringen alle Lehren des großartigen Fahrzeugs aus diesem Ermutigtsein. Insbesondere entstehen alle Lehren des verborgenen Mantra aus Ermutigtsein. Und insbesondere vor allem entstehen die Lehren der Naro-Kakyu-Tradition aus diesem Ermutigtsein. Diese meine Überlieferungslinie ist eine ununterbrochene Folge von Übenden, die die Vollendung erlangt hatten und über die Ermutigtsein gekommen ist. Wo das Banner der Kakyu-Tradition gehisst ist, bringen die früheren die folgenden zur Reife und Befreiung, während die folgenden die früheren wie ein Kronjuwel oder einen eigenen Augapfel in höchster Wertschätzung halten. Sie aufs Höchste bewahren in liebevoller Wertschätzung. Und warum? Weil sie alle diese Qualitäten in sich vereinen, weil die Gurus die Träger dieser Vorzüge und Eigenschaften sind. Und deshalb betrachten sie sie mit solcher Wertschätzung. Deshalb spricht man von der Überlieferung des Segens oder des Ermutigtseins, das in solcher Folge sich einzureihen. So, Tsangpa Kyare, der große Lehrer, sagt dazu, wenn es dir niemals an solcher Herzenswertschätzung für den Lehrer fehlt, selbst wenn du nichts über Dharma wüsstest, wäre es genug. Selbst wenn du keinerlei Unterweisung kenntest, wäre es genug. Wenn du nicht üben könntest, wäre es genug. Als Ersatz für eine Yidam-Gottheit mag es genau genügen. Für Dharma-Beschützer und Dakinis reicht das aus. Für das Zusammenbringen der Yakshas, Wohlstand ist es genug. Um Sponsoren, Gönner und Orte zu bezwingen, ist es genug. Und als wunscherfüllender Juwel ist genau dieses schon genug.
Also insofern heißt alles, dieses Herzensvertrauen, diese liebevolle Wertschätzung für den Guru ist alleine schon das Wichtigste, was alles in sich vereint. So ist das im Allgemeinen in dem sehr verborgenen Mantra erklärt und besonders in dem Kagyu-Überlieferungslinie ist die Beziehung zwischen Guru und Schüler von außerordentlicher Wichtigkeit. Und das ist von solch großer, entscheidender Bedeutung. So kann man es sehen aus dem Lebensgeschichte der Kagyu-Meister, der Vorfahren. Wenn wir also einen solchen Guru finden könnten, der solche Merkmale und Vorzüge in sich vereint, was sollten wir dann beachten? Worüber gilt es sozusagen vorsichtig oder umsichtig zu sein? Und vielleicht könnten wir das hier das verbinden mit der Gliederung, die Tsongkhapa über die 50 Verse über Guru darbringt. Dann ist es vielleicht einfacher zu verstehen, anhand seiner Gliederung die 50 Verse über Guru in der Weise auszulegen. Also, da der Mann. So, die Gliederung von Je Tsongkhapa hier. Wenn wir hier die Gliederung zugrunde legen, gehen wir seinem Kommentar zu den 50 Versen über Guru. So, es gibt die allgemeine Unterteilung dieser 50 Verse und dann kommen wir zu der Stelle, wo es darauf ankommt, was zu beachten ist, wie tatsächlich praktisch man sich einem solchen Guru anzuschließen habe und welche Dinge zu berücksichtigen wären. Und da heißt es hier, die Art und Weise, wie man tatsächlich einem Guru sich anschließen soll, hat zweierlei Dinge, die zu beachten sind. Erstens, dass man jede Art von mangelndem Respekt oder Wertschätzung aufgibt und das zweitens erklären, wie man voller Wertschätzung sei. Und der erste Punkt, also die Geringschätzung aufzugeben, hat 4 verschiedene Unterpunkte. Der erste dieser ist, weil wir sprechen also, wie man Geringschätzung loslassen oder aufgeben kann. Im Sinne von Geringschätzung heißt es zum Beispiel, den Guru zu kritisieren oder ihn herabzusetzen. Zweitens wäre zum Beispiel, ihn ärgerlich zu machen oder also ihn sein Missfallen zu erwecken. Dann drittens seine oder versteckte Fehler aufzuzeigen oder zusammen. So, wenn wir jemanden als einen qualifizierten Guru erwählt haben und dann von ihm Abhisheka empfangen haben und dann hat sich eine Beziehung geformt. Da gibt es eine Geschichte, die in den Drupa Königsgeschichten, Lebensgeschichte enthalten ist. Da war so ein Guru, der viele Arten von Abhisheka gewährt hat. Und die Leute haben ihn auch gefragt, oh, geht doch zu dem Lehrer hin, der ist so großartig, der gibt so viele Arten von Abhisheka. Wenn ich das Abhisheka empfange und immer noch meinen Samaya halten kann, und damit vollkommenes Erwachen erlange, dann werde ich gehen, das Abhisheka zu empfangen. Aber wenn ich Abhisheka empfange, aber wenn ich dann auf die Samayas achte, wie sie im Tantra erklärt sind, dann macht mich das sehr vorsichtig und ich fühle mich da eher verängstigt. Und ich habe den Eindruck, ich sollte lieber nicht um einen solchen Abhisheka bitten, weil ich
Ich kann nicht einfach da hingehen und sagen, ein Abhisheka auf mich nehmen von irgendjemand, der da herkommt und sich als Lama gebärdet und als Guru und Abhishekas gibt. Und die Leute denken darüber nicht nach, was es dann mit zu tun hat, sagen wir ja einzuhalten oder nicht einzuhalten. Und Leute haben dann, vielleicht obwohl sie dann schon Abhishek empfangen haben, immer noch falsche Ansichten über den Guru. Und eigentlich heißt es, man soll genau das tun, was der Guru sagt und muss sich genau nach dem richten. Das ist aber ein schwieriger Punkt. Wenn es sich um einen authentischen Lehrer handelt, dann wäre und dann aber etwas zu tun, was der Guru sagt, was aber nicht im Sinne von Dharma wäre, das wäre ja auch wieder das Samaya zu brechen. Aber dann zu sagen, wenn man sich aber an das hält, was der Guru sagte, was aber in Einklang mit Dharma ist, okay, das mag ja hingehen, aber wenn der Guru etwas sagt, aufträgt, was nicht in Einklang mit Dharma dann wäre das schwierig. Wenn es aber ein authentischer Guru ist, den man sich eigentlich halten, dessen Missfallen man nicht erwecken möchte, dann kommt man in eine schwierige Zwickmühle. Und das ist jedenfalls schwierig. Und so hat es jedenfalls Drupal Kündig ausgedrückt. Und das sind so viele Arten von Herzensband oder mal ja, die einzuhalten sind, Tausende und Tausende. Aber der wichtigste Punkt, um den es dabei geht, und so spricht Gampopa davon, sagt, wenn es im verborgenen Mantra um das Einhalten des Samaya einhalten gehen sollte, um diese Herzensband des Samaya einzuhalten, was ist der Kernpunkt, auf den es ankommt? Ist die Beziehung zum Guru. Und es ist wichtig, sein Herzensband mit Körpersprache und Bewusstsein einzuhalten. Ist nicht hier, wenn wir von Samaya sprechen, dann ist das nicht so wie irgendein Gesetz oder eine Gesetzesregel, die, wenn man sie nicht einhält, dann dafür bestraft wird oder irgend sowas. So, es gibt andere Länder, in denen es dann vielleicht möglich ist, Dinge zu tun, was immer man möchte. Und dann gibt es aber andere, da wo es dann Regeln und Gesetze gibt, wenn man dagegen handelt, dann wird man sich eine Strafe einhandeln und so weiter. Aber in diesem Sinne übertragen hier, es sind so viele Dinge, die einzuhalten wären im Hinblick aufs Samaya. Und dies ist außerordentlich kompliziert, und gibt einige Leute, die sagen, ach du liebes bisschen, wenn ich alles das einhalte, dann bin ich nicht dazu in der Lage und deswegen halten sie sich davon fern, solche Vajrayana-Beziehungen einzugehen. Es wäre natürlich schön, Vajrayana zu üben, aber wenn es darum geht, diese Samaya-Bande einzuhalten, dann wird es wahnsinnig kompliziert werden. Aber das sind nicht verschiedene Gesetze, die von irgendwelchen Leuten verfasst sind, Gesetzesregeln, die von Menschen aufgestellt sind. Und da, wo man dann sich eine Strafe einhandelt, dadurch, dass man die Regeln anderer Leute übertritt, sondern hier die Samaya-Herzensbande im Mantrayana sind verbunden mit dem eigenen Üben oder Erlebensweg. Und so wie die Gurus in der Vergangenheit und die großen Gelehrten und die Siddhas in Indien haben das als ihre eigene Übung angesehen. Und das ist der Grund, worauf es hinaus ankommt. Und diejenigen, die eben diese Herzensbande nicht eingehalten haben, die hatten viele, viele Schwierigkeiten. Das ist sozusagen etwas, was aus Erfahrung entstanden ist. Das ist nicht einfach so der Gedanke oder eine Regel, die dann aufgestellt wird, um das Leben schwerer zu machen, sondern es ist die praktische Erfahrung derer, die in der Vergangenheit einen solchen Weg gegangen sind. Die sagen, wenn man ein solches Herzensband einhält, dann wird man darin Erfolg haben. Und wenn man eben diese Herzensbande nicht pflegt, dann wird man Schwierigkeiten auf sich hereinbeschwören. Da gibt es tatsächlich viele Probleme. Insofern sind das Kernunterweisungen, die als Rat für uns zur Verfügung stehen. Das ist ein Herzensrat, das ist außerordentlich wichtig und ist nachhaltig, eine solche Herzensbeziehung zu pflegen.
Und das ist nicht nur etwas, was auch den Schüler einzuhalten ist, sondern auch von Seiten des Guru. Ebenfalls Schüler und Lehrer, beide sind gleichermaßen durch ein solches Herzensband verpflichtet oder verbunden. Einige Leute glauben, das sei nur eine Aufgabe des Verpflichtung des Schülers. Nein, aber das ist überhaupt nicht der Fall, sondern genauso für den Lehrer gelten diese Verpflichtungen, weil der Guru selber ein Schüler eines anderen Guru ist und so weiter. Man könnte also sagen, man ist gewissermaßen abwechselnd immer ein selber Guru oder ein Schüler. Deswegen ist Samaya oder Herzensband, was sowohl den Schüler wie auch den Lehrer gleichermaßen betrifft und für beide von entscheidender Wichtigkeit ist. Und wenn wir also hier im verborgenen Mantrayana darüber sprechen, sind die 14 Hauptverfehlungen und davon ist das erste von diesen Hauptverfehlungen im Mantrayana ist, dass wenn man den eigenen Guru herabzusetzen oder zu kritisieren. Das ist also, wenn man schlecht über den eigenen Lehrer spricht und ihn kritisiert, herabsetzt, herabwürdigt, das wäre die erste Grundfehler innerhalb des Mantrayana. So, dieser erste Hauptfehler ist eben, den Lehrer zu kritisieren oder zu herabzusetzen. Und deswegen ist es wichtig, genau diesen Fehler zu vermeiden. Und das heißt eben in den 50 Versen über Guru, dass das erste Wichtige ist, dass man genau diesen Fehler vermeide und sich davor zurückhalte, den eigenen Lehrer herabzusetzen und zu kritisieren, sondern ihm von großer, tiefer Wertschätzung von Diensten ist. Deswegen sagt der Vers dazu, der Grundtext aus den 50 Versen über Guru, und da heißt es, jene, die als Schüler solche Meister absichtlich verhöhnen, haben alle Buddhas herabgewürdigt. Sie werden immerwährend Leiden ernten. So, ich denke, hier ist es am besten, sich nach Tsongkhapas Kommentar zu richten, der das in einer ausführlichen Weise darlegt. Also wir reden davon, dass jemand ein authentischer Guru ist und nachdem wir also den Schüler eines solchen authentischen Guru geworden sind, solange wir noch keine Beziehung haben, können wir machen, was wir wollen, aber wenn wir eine solche Beziehung erst eingegangen sind und eine solche Herzensbeziehung hergestellt haben, dann wäre diesenjenigen herabzusetzen und zu kritisieren und schlecht zu machen ein großer Fehler. Dann werden wir immerwährend Probleme und Leid erfahren. Das ist der Kernpunkt, auf den es ankommt. Wenn wir also solchen Schützer oder Guru, der so beschrieben ist, dann herabsetzen. Und die Art und Weise, und wie könnte es dazu kommen, dass man jemanden als solch herabsetzt? Zum Beispiel könnte man sagen, ach, du bist vielleicht jemand, du hast dein Verhalten nicht eingehalten und du bist faul und verwirrt oder so etwas. Das wären alles solche, indem man moralische Fehler aufzeigt oder Faulheit oder Verwirrung ablegt und kritisiert. Und der Kernpunkt hier ist, dass jemand, der solcher Art seinen eigenen Lehrer herabsetzt, der hat im Prinzip alle Buddhas herabgewürdigt. Und wenn man umgekehrt, das wird verständlich dadurch, wenn man sagt, was bedeutet dem eigenen Guru darzubringen und ihn wertzuschätzen, bedeutet praktisch, dass man alle Buddhas wertschätzt und ihn darbringt. Und dann im Umkehrschluss heißt es, wenn solche Art, also der Guru selbst wie die Vertretung aller Buddhas zu sehen ist und wir dann diesen kritisieren und herabsetzen, haben wir damit gleichzeitig auch alle Buddhas herabgewürdigt und das wäre eine außerordentlich schwerwiegende Verfehlung.
eine schwerwiegende Verfehlung. Und umgekehrt, wenn wir voller Wertschätzung und liebevollem Respekt sind, dann bringt es all die vielen Vorzüge. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung habt, als ihr noch klein wart, wolltet vielleicht ein Feuer entzünden. Vielleicht gibt es viele verschiedene Arten und Weisen, wie man ein Feuer machen kann. Ein kleines Feuerchen machen. Wir können zum Beispiel einen Feuerstein nehmen und den aneinander reiben und einen Funken schlagen und das, so wie das die Nomaden machen, um damit ein Feuer zu entzünden. Heutzutage haben wir da solche Feuerzeuge mit Gasfeuerzeuge und so weiter. Das hatten wir natürlich nur in meiner Kindheit gab es das nicht und unter den Nomaden war das nicht üblich, so etwas, sondern in unserer Gesellschaft und so vielleicht im Altertum hatten sie zum Beispiel einen Feuerstein mit sich. Und dann hat man einen Platz gesucht, einen Feuerplatz, und hat dann so einen Herd gebaut, um dann ein Feuer zu entfachen. Dann wird man erstmal den Funken entfacht und dann den Feuerstein auf einen anderen Stein geschlagen. Und eine andere Möglichkeit ist, ein Brennglas zu verwenden. Wir haben also das Sonnenlicht gebündelt auf einen Punkt und hatten ein Zündholz, ein sehr feines Zündholz, ganz feines Holz oder etwas, was leicht Feuer fängt, und haben dann die gebündelten Sonnenstrahlen durch das Brennglas darauf ausgerichtet. Und dann kam es dazu, dass eben dieser Zunder Feuer fing und dadurch ein Feuer zu entfachen war. Wenn man aber solche Brennglasen nicht haben, dann wird es sehr schwierig, einen Zunder zu entzünden. Und mit einem Brennglas ist es möglich, aber wenn wir es nicht fokussieren, wenn wir es nicht genau richtig einstellen, dann klappt das auch nicht. So verstehen wir das als Beispiel hier. Der Guru ist gewissermaßen wie ein solches Brennglas. Und alle Buddhas und Bodhisattvas sind wie das Sonnenlicht. Aber dieses Licht muss durch das Brennglas kommen, damit es gebündelt werden kann. Und dann kann des Schülers Herz- und Geistesstrom ist wie der Zunder, der zu entfachen wäre im Feuer. Wenn wir also die Aktivität, die Wirkungskraft aller Buddhas bündeln wollen, dazu haben wir nicht die Möglichkeit. Wir sind nicht in der Lage, die selber zu erwecken. Und wenn wir sie nicht durch einen Guru empfangen, weil der Guru ist gewissermaßen das Tor zu all dieser Segenswirkung, um diesen Guru als Tor zu benutzen. Deswegen brauchen wir einen solchen Guru. Der Guru ist gewissermaßen der Torhüter für die ganze Wirkungskraft aller Buddhas und Bodhisattvas für uns. Und wenn wir ihn also kritisieren und herabsetzen, dann haben wir damit alle Buddhas und Bodhisattvas herabgesetzt. Das ist nicht nur im Mantrayana so der Fall, sondern auch ganz allgemein. Ja, so wird es auch ganz allgemein erwähnt. In der Shravaka-Unterweisung heißt es, für die 4 Arten von erwähnt, wo wir 4 Dimensionen, in denen wir Gutes tun können. Und dann heißt es, selbst wenn man sie nicht von nobler Art sind und davon dann sind Geschenke zu unseren Eltern oder zu denen, die krank sind, oder zu Dharma-Lehrern und so weiter, bringt des Bodhisattvas Wiedergeburt. Sie bringen das, was in Zukunft Gutes ohne Maß ist. Und
Und so gibt es halt diese 4 Arten von Bezugspunkten, von jenen, die die gewöhnlichen Wesen sind, die jetzt in Leid sind, die uns Nutzen gegeben haben und die Qualitäten mit sich bringen. Und dazu gehört der Guru, der Kalyana Mitra gehört zu denen, die uns Qualitäten verleihen. Und man kann also sagen, unter den 4 Arten von Dimensionen, Bezugspunkten, den gewöhnlichen Lebewesen, jenen, die speziell in Leid sind oder die uns persönlich genutzt haben und solchen, die uns großartige Qualitäten, die uns gehören, die Gurus zu den 4. Kategorie. Also zu den 4 Feldern oder Dimensionen, die Qualitäten vermehren, wenn man ihnen gegenüber Gutes tut. Sagt, in dem Zusammenhang sagt Gampopa, hat eine Frage gestellt. Wenn du in einem Lebenszeit Buddha Erwachen erlangen kannst, gibt es. Und er hat viele Gurus gefragt, viele andere Gurus gefragt, wie kann man das in einem Lebenszeit erlangen? Ist das wirklich möglich, in einer Lebenszeit vollkommene Buddha Erwachen zu erlangen? Und also es ist in einem Körper und einem Leben ist das wenigstens möglich. Aber das wurde ihm gesagt, es ist möglich, aber auch nicht spüren. Als er Millarepa gefragt hat, und als er ihm diese Frage stellte, war die Antwort, kann man wirklich in einem Körper, in einem Leben das erlangen? Wenn ein Guru mit allen guten Vorzügen und Merkmalen auf einen empfänglichen Schüler trifft, dann wird das Beste in die Erwachen in bloß einer Lebenszeit. Und wie für die Besten wird es in einer Lebenszeit geschehen, für die mittlere Fähigkeit im Bardo, im Zwischensein und für die mit geringeren Fähigkeiten im nächsten Leben dann. Und in gleicher Weise hatte Gampopa seine Lehrer oder Kadamba-Gurus vorher mit einer anderen Frage konfrontiert. Wir müssen also unglaubliche Menge an Gutartigen in uns vermehren, um Buddhaschaft zu erlangen. Was ist das, was die größte Menge an Gutartigkeit in uns zum Wachsen und Reifen bringt? Und also diese selbe Frage dann auch dem Guru Milarepa zu stellen wusste, viele Kadamba-Lehrer hat er vorher mit dieser Frage konfrontiert, aber hat dasselbe eben auch seinen Guru Milarepa fragen können. Und die Antwort war dann, wenn man so sich übt, wie vom eigenen Lehrer geraten und den Guru voller Herzensliebe und Wertschätzung verehrt, dann ist das alleine schon die größte Quelle an das Gutartigkeit in uns zu mehren. So ist praktisch, wenn man das zusammennimmt, ist, um Weisheit und Gutartigkeit in uns zu vermehren, der Bezugspunkt auf den Guru, also diese Dimension, von der wir höhere Qualitäten empfangen, für uns von außerordentlicher Wichtigkeit. Und das, was uns widerfährt wird, ist eben die Ermutigung, die Segenskraft, und für jene mit größter Wertschätzung, Herzenswertschätzung, gibt es die größte Ermutigung. Für die mit dem mittleren, mittlerer ermutigt sein und dem geringeren eben die geringste Form von ermutigt sein. Das ist das Ausmaß unserer eigenen Herzenswertschätzung, unserer liebevollen Wertschätzung für die Qualitäten des Guru ist genau das, was umgekehrt auch das Ausmaß unseres Ermutigtseins bestimmt. Als der Gampopa oder Dagdo Rinpoche Milarepa zuerst traf, sogar bevor er ihn selbst gesehen hat, war er von tiefem Herzensvertrauen geprägt und hat das bloße Hören des Namens hat in ihm. Er hatte schon, das heißt, er hatte eine Gänsehaut, seine Haare standen zu Berge und war erfüllt von tiefem Herzensvertrauen, einer Vorfreude, eine besondere Art von Hingabe.
Und Rebbe hat ihm gesagt, du wirst in Zukunft, jetzt hast du großes Vertrauen, in Zukunft wirst du noch größeres Vertrauen, etwas, was jenseits von irgendeinem Tun ist, und dann wirst du dann wird noch größere ermutigt sein über dich kommen. Es gibt verschiedene Arten davon. Das heißt, wir haben solches künstlich erschaffenes Vertrauen und solches natürliche, ungekünstelte, echte Vertrauen oder Wertschätzung. Und als Gamboa über die 3 Merkmale gesprochen hat, die wir vorher besprochen haben, dann ist es einmal eine Grundlage für sich selber sich entwickeln zu können und zweitens auch andere für andere benutzen zu sein. Und wie Gamboa selber das ausdrückt hier, zuallererst brauchst du ein tiefes Herzensvertrauen zu entwickeln in den Guru. Und wenn wir den Guru als geringwertig ansehen, sagen, der hat nicht viel Ahnung, der hat nicht viel Segenskraft und so weiter. Ich habe selber viel mehr an Qualitäten. Dann schaut man praktisch auf den Guru herab, und egal wie auch lange wir unserem Lehrer folgen würden, dann wären wir niemals in der Lage, dessen tiefes Ermutigtsein zu erfahren oder durch ihn eigenes Erwachen zu erlangen. Deswegen braucht es eine große, tiefe Wertschätzung für die höheren Qualitäten des Guru. Und umgekehrt, wenn wir ihn herabsetzen und herabwürdigen, dann wird das alles nicht eintreten. Wenn wir selber keine bescheidene Grundhaltung einnehmen, sondern voller Stolz sind, und was auch vielleicht zu Herabwürdigen oder Mangel an Respekt führt, dann wäre das ein großer Fehler, eine große Verfehlung, die unsere eigenen Qualitäten herabsetzt. Zum Beispiel, dass es in dem König des Samadhi Raja Sutra heißt es dazu, über jemand, der wie ein universeller Monarch oder ein Herrscher ist. Dann so ist der Lehrer wie ein universeller Herrscher, heißt es hier, der in der Lage wäre, alle Bereiche der Götter zu bezwingen. Und als dann als Chakra dann vor ihn trat, dann hat er in gewissermaßen war voller Stolz und war in Wettbewerb, was ihm dann dazu brachte, dass er seine ganzen magischen Fähigkeiten verlor und auf die Erde fiel und sein Leben schnell zu einem Ende kam. So, in der Gandhya Sutra heißt es dann, es gibt eine Passage über den Kalyaman Mitra und über die 9 verschiedenen Arten von Geisteshaltung, die man hat. Zum Beispiel, das ist etwas wie man braucht dieser Stolz, man braucht so etwas, was wie ein Besen ist, das dem Stolz und die Überheblichkeit wegfegt. Und unser Stolz und unsere Überheblichkeit ist gewissermaßen so wie ein Staub, so eine Unreinheit, wie Müll oder Dreck in unserem eigenen Lebensstrom. Wenn wir an den Guru, den Kalyana Mitra denken, so ist die solche, die voller Stolz und Überheblichkeit sind, gibt es keine Möglichkeit, dass sie irgendwie sich weiterentwickeln können. Für sie ist der Guru so gewissermaßen so ein Ebenbürtiger, indem er sagt, wir sind hier gleichwertig, so wie ein Kumpel.
Wir alle sind großartig gelehrt und ausgebildet, wir haben alle unsere Vorzüge, da gibt es keine großen Unterschiede. Und manchmal hat man so einen Gedanken, man denkt, also eigentlich sind wir grundsätzlich ziemlich gleich und der ist sowieso ein Kumpel, der Lehrer. Am Anfang so ist das manchmal mit Freunden. Am Anfang ist man voller Wertschätzung und gegenseitigen Höflichkeit zueinander. Und am Ende ist man so kumpelhaft und man tut sich dann am Schluss auch noch gegenseitig kritisieren und sich gegenseitig das Leben schwer machen. Man sollte niemals den Stolz oder Erheblichkeit in sich aufkommen lassen, wo man denkt, dass man selber besser ist als der eigene Lehrer. Man sollte über uns selber nachdenken und sich selber ansehen, als ob man wie eine Reinigungskraft vielleicht. Das ist vielleicht die beste Art, wie man denken kann, dass man sich selber als so eine Putzhilfe ansieht. Wie Kant was damals gesagt hat, wenn da ein Ballon voller Wasser ist, dann kann man da keine weiteres mehr hineinbringen. Und dann versucht man da noch etwas hineinzutun, dann wird das Wasser überall sich verteilen, aber nichts kommt mehr hinein. Je weniger Stolz wir haben, desto mehr an Qualitäten können wir aufnehmen. Um uns selbst also weiterzuentwickeln und zur Reife zu bringen, müssen wir unsere eigenen Fehler sehen. Was sind meine Fehler? Und dann eine bescheidene Haltung einnehmen. Okay, da gibt es noch viel zu lernen. Viel an Vorzügen, die ich noch lernen muss. Das wäre eine bescheidene Position einzunehmen. Wenn man stattdessen denkt, ach, ich kann sowieso alles schon, ich bin eigentlich schon fix und fertig und was will man dann lernen? Wenn man aber die Qualität von anderen sieht, die man selber nicht hat, dann wird man inspiriert dazu, Neues zu lernen zu können. Wenn man also die guten Eigenschaften anderer sieht, dann kann man lernen. Und wenn man dagegen sich als überheblich und besser als die anderen ansieht, dann sieht man nicht die eigenen Fehler und kann deshalb auch nichts dazulernen und die Fehler nicht beseitigen. Da gibt es wenig Möglichkeit, sich selber weiterzuentwickeln, dadurch, dass wir andere Leute herabsetzen. Aus dem Grunde heißt es in dem verborgenen Mantra oder im Vajrayana, wenn wir denken, dass wir selber mehr wert seien als der Guru, und dann wird man nicht nur nicht die kleinsten Qualitäten und sie zugewinnen können, sondern weil wir die, die man bereits hat, rasch verlieren. Und da gibt es eine Geschichte von des großen Mahasiddha, den Chakrasambhara Krishnapada oder Nagpapa im Tibetischen. Chakrasambhara eben da. Und er hat seines eigenen Guru Jalandhara Regeln missachtet. Er hat nicht das getan, was der Guru von ihm verlangte. Und Guru hat gesagt, du bist doch noch nicht für fertig, du kannst das noch nicht tun. Er hat sich also dann davon gemacht mit einer Gefährtin und darüber reden wir also praktisch. Also er hat eigentlich sich in dieser Art von Verhalten geübt, ohne dass er die Reife dazu erlangt hat und die Erlaubnis seines Lehrers dazu kam. Er hatte selber dann viele Tausende von Schülern, hat sich auf ein Schiff begeben, um nach Sri Lanka zu segeln. Und zwischendurch ist das Schiff plötzlich versunken und die gesamte Gefolgschaft ist untergegangen. Alle seine Schüler sind im Wasser ertrunken. Nur Krishnapada ist nicht ertrunken, weil mit seinen Wunderfähigkeiten war in der Lage, auf dem Wasser zu gehen, ohne in das Wasser zu versinken, konnte er auf dem Wasser gehen. Und diese Krishnapada war darüber sehr stolz und er dachte, wow, sogar mein Guru selber hat solche Qualitäten nicht.
Selbst mein Guru hat solche Fähigkeiten nicht. Der kann noch nicht mal auf Wasser gehen. So ein Gedanke kam in ihm auf. Aber in dem Moment, wo er solchen Gedanken in sich aufkommen ließ, hat er alle seine Wunderfähigkeiten verloren und sank in das Wasser. Und als er da im Wasser zu versinken war, also kurz davor zu ertrinken, in dem Moment ist ihm Guru Janandara im Himmelsraum erschienen und hat ihn ausgeschimpft. Und da hat er voll tiefer Reue sich den Guru um Verzeihung gebeten. Und der Guru sagte, du wirst in diesem Leben keine überragende Siddhis erlangen. Aber in deinem nächsten, wenn du die richtigen Dinge tust, wirst du in dem nächsten Leben dann die überragende Siddhi erlangen. So ist die Geschichte, die als berichtet wird. Das ist die Geschichte eines indischen Guru. Und da haben wir ein tibetisches Beispiel. Auch zum Beispiel Milarepas Hauptschüler waren eben ein Sonnen- und Mondgleich. Der Sonnengleiche war Gampopa und der Mondgleiche Rechungpa. Das waren seine beiden Hauptschüler. Rechungpa war in gewisser Hinsicht auch ein Schüler. Er war ein Schüler von Milarepa, aber manchmal hat er auch nicht das getan, was Milarepa ihm aufgetragen hat. Er hat merkwürdige Dinge veranstaltet. Nicht nur ein- oder zweimal, sondern eine ganze Reihe von Malen hat er sich da in merkwürdigen Dingen geübt. Zum Beispiel, Rechungpa ist mehrere Mal nach Indien gegangen und eines Mal hat er Tipupa getroffen oder den Baum des Bognen Mantra oder Magic Trubel Chalma, und er hat viele, viele Unterweisungen von denen auch über die formlosen Dakinis empfangen. Und dann hat er auch nicht-buddhistische Lehrer getroffen, die ihm sagten, Rechungpa, du gehst doch wieder zurück nach Tibet, um die Lehre des Dharma zu beschützen. Und dann musst du in der Lage sein, die Lehren zu schützen. Aber du musst nicht nur diese sozusagen bewahren, diese Lehre, aber du musst sie auch schützen. Und ich habe hier besondere Instruktionen, die dafür besonders gut geeignet sind. Wenn du etwas Gold übrig hast, dann werde ich dir diese unverzichtbaren Instruktionen geben. Tatsächlich wollte der Inder natürlich nur sein Gold, aber Rechungpa gab ihm ein bisschen Gold und hat 7 Tage damit verwandt, eine bestimmte Art von Zauberei zu erlernen von diesem indischen Lehrer. Und dann ist er nach diesen 7 Tagen ist er dann nach Tibet aufgebrochen. Und Milarepa war derzeit in Chakma Chongling in einer Klausur, und er hat eine Vision, dass Rechungpa anfangs so wie eine strahlender Leuchter Stupa ihm vorkam. Aber dann, als er diese Unterweisung empfing, die Schwarzmagie und Mantras, die nicht der Lehre des Buddhas entsprechen, dann wurde plötzlich dieser Stupa, das Bild des Stupas verschwand. Und es wurde wie ein Tornado, der an der Stelle, ein tosender Wirbelwind, der an diese Stelle trat. Das war ein sehr ungutes Gefühl, und er hat seine Klausur verlassen und gleich in die Ebene von Palmo gegangen, um ihn dort zu empfangen, Rechungpa zu empfangen. Und das war also 5 Uhr morgens vielleicht. Und also eine große, große Ebene, die ist groß. Also selbst wenn man morgens um 5 anfangen würde, kann man abends nicht auf der anderen Seite angelangen. Und also Meister und Schüler haben sich da sozusagen gegenseitig kommen sehen. Wir haben in der Mitte dieser großen Ebene haben sie sich dann getroffen, und Rechungpa sagte, dein Guru kommen. Er sagte, ich bin nach Indien gegangen. Ich habe so viele Dharma-Unterweisungen aus Indien, und da kommt mein Guru, um mich willkommen zu heißen.
wird er mir auch entsprechend den Respekt erweisen dafür, dass ich so großartig viele Teachings aus Indien mitgebracht habe. Ich habe die ganz wichtigen Unterweisungen aus Indien mit mir aus Indien gebracht. Und vielleicht sollte dann Milarepa sich auch von mir verneigen, so ein Gedanke hatte er, und als er daherkam und seinen Guru auf sich zukommen sah. Und dann haben sich also in dem einen Teil der Ebene getroffen, in dem oberen Teil der Ebene. Aber Milarepa hat sich nicht vor ihm verneigt und Drechung war so ein bisschen gekränkt und Drechung fragte ihn, Guru, geht's dir gut? Wie geht's dir? Und war so ein bisschen ratlos, was soll er jetzt tun? Und dann, geht's dir gut? Und dann Milarepa Milarepa sagt mit mir, alles okay mit mir. Ich hatte das Lied von der Fröhlichkeit gesingt. Es gibt niemals etwas, was nicht mit mir nicht in Ordnung war. Und dann sagte Chungpa, Guru, ich bin nach Indien gegangen und komme jetzt zurück mit einem Haufen von Dharma-Unterweisungen, zum Beispiel über die formlosen Dakinis. Und da gibt es diese unglaublich tollen Abhishekas, die ich empfangen habe dort, um die hier in Tibet in großartige Aktivität haben zu können. Und die sollten in Tibet hier sich ausbreiten und so. Und bitte schau dir die mal an und guck mal, was du davon hältst und freu dich darüber. Und er hat das so wie einen großen, wertvollen Schatz übergeben und sagte, bitte nimm das mit Wertschätzung auf, was ich dir aus Indien hier alles mitgebracht habe. Und der Guru war an der Stelle sich darüber im Klaren, dass Rechungpa, dass er voller Stolz war. Und er hat ihm mal ein Lied gesungen, um seinen Stolz zu vermindern. Und dann hat der Guru diese Bücher von Rechungpa genommen, also als Packen und sich davon gemacht. Rechungpa kam eines langen Weges von Indien, er war ein bisschen erschöpft und müde und er war nicht in der Lage, mit Milarepa mitzuhalten. Er konnte seinem Guru nicht so schnell hinterherlaufen. Und Milarepa war also ganz, ganz flotten Schrittes und Rechungpa konnte gar nicht so schnell mitlaufen. Und Rechungpa dachte, meine Güte, jetzt habe ich all diese vielen, vielen tollen Sachen aus Indien mitgebracht hier. Ich glaube nicht, dass er sie nicht mag, was ich da mitgebracht habe. So sieht es eigentlich auch nicht aus. Aber warum hat alle meine Bücher genommen? Und was geht da in ihm vor? Wenn ich nicht so schnell hinter ihm herlaufen kann, dann gibt er vielleicht all diese Bücher zu irgendwelchen anderen Leuten, verteilt ihn einfach so. Er hat sich noch schneller versucht, hinter Milarepa herzurennen. Und dann während dieses Hinterherlaufens hat er ein Lied angestimmt, um Milarepa darauf hinzuweisen, welche wichtigen Beziehungen er da in Indien aufgenommen hat und welche Gurus er alle getroffen hat. Und zum Beispiel Sangatro, ich habe eine tiefere Verbindung zu Tipupa, als ich zu dir habe. Und ich habe mich tiefer mit Vajravadai befasst als du und so weiter. Und da kam sie zu dem Zeitpunkt in Palmopatang an und dabei hatte Rechungpa einen etwas merkwürdigen Gedanken. Er sagte ja, all die besten Dharma-Lehrer
Weil da gibt es niemand, niemand, der irgendwelche Dharma-Unterweisungen oder aber mein Guru, all diese Leute, alle die großen Lehrer, die getroffen, die haben nicht nur Dharma als Wegzehrung, sondern sie haben also großartige Unterkunft. Aber ich komme hier aus Indien mit all dem Dharma und da kriege ich nicht mal einen Empfang hier. Er hat hier mein Guru hat hier nicht mal ein Haus, hat keinen Platz zu bleiben, hat seine Haare nicht gewaschen und sein ganzes Leben lang trägt er nur ein einziges Baumwollkleid. Guck dir den Körper an, er ist blau und verfallen und noch nicht mal ein Bett in der Nacht gehabt wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich aufgrund irgendwelches schlechten Karmas, dass er so aussieht. Denn jedenfalls sieht es nicht nach irgendeiner Art von City aus. Und ich bin durch all diese Härten gegangen nach Indien, um all diese Texte einzuladen. Und er hat noch nicht mal gesagt, ja, oh, wie toll das ist, was ich da gemacht habe und so weiter. Oder ob er sie haben möchte, war noch nicht mal klar, ob er sich über dieses Geschenk freut oder nicht. Und er hat dann alle möglichen komischen Gedanken angefangen zu hegen. Was ist das überhaupt für ein Guru, den ich hier habe? Ist wahrscheinlich niemand besonderer mit besonderen Kräften, ist jemand, der halt einfach nur schlechtes Karma hat. Und während sie dahin gehen, plötzlich fand er da ein Jackhorn. Ganz unerwartet tauchte da plötzlich ein Jackhorn auf der Ebene auf. Und Milarepa sagte, dann sagte er, vielleicht sollten, wenn du irgendetwas Unnötige Juwelen gefunden hast, dann werden sie vielleicht trotzdem manchmal wichtig und dann nimm dieses Jackhorn mit dir. Und Rechumba dachte sich, manchmal sagt der Guru, er braucht gar nichts überhaupt und dann was will er jetzt mit diesem Jackhorn? Was willst du damit tun? Du kannst es nicht essen, du kannst es nicht tragen. Wofür soll das gut sein? Das ist ja gar nicht. Ich kann es nicht essen, kann es nicht tragen. Ich sollte es wegschmeißen, wie darüber sagt. Vielleicht kannst du es tragen, ich kann das nicht auch noch tragen. Nimm es noch mal ein bisschen mit. Wir brauchen das noch. Nimm es noch ein kleines bisschen mit. Bis dahin war das Wetter toll gewesen. Der Himmel war blau aber plötzlich kamen Wolken auf und es hat sich ein richtiger Hagelsturm zusammengeballt, wo da Hagelkörner fielen von der Faustgröße oder Kopf groß wie Menschenköpfe. Und Rechungba hat dieses Jackhorn hingeschmissen und fing an fortzulaufen, aber es gab keine Zeit dafür, richtig wegzulaufen, weil dieser Hagel so stark und heftig fiel. Er hat sich also hingehockt und hat seinen Kopf beschützt und hat versucht, sich selber zu beschützen. Er hat keine Ahnung, wo der Guru hingegangen ist. Und als der Hagelsturm verebbte und er ein bisschen den Kopf wieder nach oben stecken konnte, hat er sich gefragt, wo ist der Milarepa gelandet? Wo ist der Guru hin? Er konnte nirgendwo Milarepa erspähen. Wo ist mein Guru hin?
Und dann gab es aber plötzlich so einen ganz klaren Klang, so wie ein Lied, so mitten aus dem Raum. Das kommt, und dann, während er sich darum kümmerte, wo dieser Klang herkommt, wurde ihm deutlich, dass es aus diesem Jakorn heraus schallte. Und zwar von innen, in diesem Jakorn. Wie kann das sein? In dem Moment hat er dieses Jakorn hochgenommen, um zu schauen, was damit auf sich hatte. Aber es war schwer wie ein Felsen. Er war nicht in der Lage, dieses Jakorn nur hochzuheben. Was ist da los? Also musste er seine Wange auf den Boden pressen, um in das Jakorn hineinzuschauen. Und ganz am Ende, in der feinsten Ende dieses Jakorns im Innern, ganz da, wo das ganz spitz zuläuft und ganz winzig klein ist, da ist er ganz am letzten Ende, sah er Milarepa dort, der dort sich aufhielt und der nicht nur einfach da saß, sondern der war dabei, also verschiedene Yoga-Übungen durchzuführen und Rechungba mit einem Lied begrüßte. Der Hauptpunkt dabei ist, Rechungba, manchmal ist deine Sicht so hoch wie der Raum und manchmal ist sie ziemlich niederwertig. Manchmal ist dein Üben klar und deutlich und manchmal völlig unklar. Manchmal ist dein Verhalten irgendwie sehr großzügig, manchmal bist du sehr in Eile. Ich bin hier in dem kleinsten, dünnsten Teil des Jakorns und da ist am Anfang, da vorne ist das viel größer und weiter. Komm, Rechungba, komm hinein zu mir. Rechungba begann sich zu fragen, ich kriege ja noch nicht mal die Hand in dieses Jakorn hinein, wie kann ich da den Kopf hineinstecken? Wenn selbst meine Hand noch nicht mal ansatzweise in dieses Jakorn hineinpasst, wie kann ich da meinen Kopf hineinbringen? Erst dann kam Milarepa heraus aus diesem Jakorn. Und er schaute in den Himmel und sofort haben sich alle Wolken in die Richtung verzogen. Der Himmel wurde wieder frei und die Sonne kam hervor, warme Sonne, die Wolken verschwunden. In dem Lichte der warmen Sonne konnte Rechungba seine Kleider trocknen. So, als es sind Lehrer und Schüler wieder zusammengekommen und Rechungba hat da seinen Stolz verloren, seine Überheblichkeit. Ihm ist deutlich geworden, dass sein Guru Milarepa eben genau diesen Hagelsturm hervorgerufen hat. Und um ihm zu helfen, um ihm über seinen Stolz oder die Überheblichkeit hinwegzuhelfen. Das war nicht das Einzige, wo er sich nicht an die Anweisung Milarepas kam. Es gab viele, viele solche Vorkommnisse und Verstöße, wo Milarepa ihm ausdrücklich gesagt hat, mach das nicht, und er genau das dann aber tat und so weiter. Also in der Geschichte von Milarepa und Rechungba finden sich viele Stellen, wo sich nicht an die Worte des Guru hielt. Und deswegen gibt es viele Geschichten darüber, welche Schwierigkeiten er da deswegen hatte und durchlaufen musste, weil er genau sich nicht an seine Guru-Anweisungen gehalten hat. Das ist vielleicht ein guter Moment, uns an dieser Stelle zu belassen. Vielleicht sollten wir es für heute hier lassen. Es gibt viele, viele Dinge, die man noch sagen könnte, aber das war doch schon eine ziemliche Menge und das erstmal vielen Dank.